Oh Mann, draußen schneit's und wir sind hier am heißesten Ort der ganzen Welt. Hallo Leute, willkommen zurück bei Legend of Zelda Skyward Sword Hero Mode im 6 Hertz Run und gleich geht's weiter hier mit den Feuerfledermäusen. Ach du meine Fresse. Ah ja. Sind ja keine großen Herausforderungen, nicht wahr? Nicht wahr? Ja, hier am Vulkan Elde, wo es wieder mal heiß ist wie sonst was. Und wir sind hier auf dem Weg zum nächsten Tempel, zum zweiten insgesamt. Ja, zum zweiten. Wow, Hilfe. Ja, erstens könnte man sagen, und da oben sind schon die ersten Spastis. Ja, die ersten Spastis. Ah, yeah. So, mal gucken. Wie ging das schon am besten? So denke wohl eher weniger, aber... wer weiß. Hallo, hast du Angst vor mir? Ich bin ein kleiner Käfer. Hilfe, ein Käfer. Hilfe! Eine Rollattacke. Na klar, eine Ausdauerbruder, die ihn erledigt. Hey, was ist das für eine Party? Was ist das für eine Party? Ja. Okay, Mann, Link rutscht auch nicht da und so. So viel dazu, liebe Freunde. Ja, hier zurück im Heldenmodus, wollte ich irgendwas sagen, ich weiß gar nicht mehr was. Was war's überhaupt? Hier auch eine Bombe, das auch. Bombe, von da oben. Na, mal gucken. Ja, genau, Skyward Sword als erstes Mal natürlich noch... Großes Sorry dafür, dass es schon... hier ist ja. Ein großes Sorry dafür, dass es so lange keinen neuen Skyward Sword Folgen mehr gab. Ich wollte halt vor allem wegen Wii U und so zuerst mal die alten Projekte abschließen, wie Naruto, One Piece und Mario. Oh, jetzt kann man da durch. Ja, zum einen das, aber ich kann euch auch garantieren... Bernsteinhalbmond, wie schön! Ich kann euch auch garantieren, dass künftig viel mehr Skyward Sword Parts kommen werden. Aber dazu dann mehr im Infovideo, das ich noch kurz vor dem Wii U Release bringen werde, bezüglich neuem Uploadplan und so, weil der wird... Hilfe. Der wird einige Überraschungen für euch behalten und naja, ihr seht sie dann. Aber trotzdem könnte man diese Zelda Skyward Sword Folge hier als kleines Jubiläum betrachten, denn ich denke, es könnte eine der letzten Skyward Sword Folgen in diesem Format sein. Denn ganz ehrlich Leute, wenn schon bald die Wii U erscheint, und ich denke mal, wird in 2 Tagen bei mir sein, Freitag, 2 Tage, dürfte da hinkommen. Hoffe zumindest mal. Dann ist natürlich die Variante oder die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass ich halt künftig Wii-Spiele auf der Wii U zocke. Und auch wenn es von Nintendo aus hieß, dass die Wii U Wii-Spiele nicht hochskalieren werden, also nicht mit HD etc. Ich meine, wäre doch theoretisch trotzdem möglich, dass die Qualität übers HDMI-Kabel trotzdem besser ist. Ich dachte, der wirft oben noch. Offenbar nicht. Ja, wie gesagt, Qualität könnte besser sein, auch die ganze Farbgebung etc. Sättigung und was es noch alles gibt. Ja, so einfach geht's. Wow! Wow, das war ganz schön knapp, hey. Rock'n'Roll, sage ich das nur. Ja, wie gesagt, könnte besser sein und daher mal gucken, was es so ergibt. Ich werde es sicher noch testen und so. Wenn es wirklich besser ist, dann kann ich künftig auf der Wii U zocken. Oh Mann, das ist Spacko. Hallo, Spacko. Wow, das war knapp, ey. Alter Schwede, ich hab beinahe... Zuerst den links und dann den rechts ausgenockt. Achso, bereits tot. Ich wollte gerade springen. Das ging das nicht. Crazy. Ja, ich wollte gerade springen und irgendwie ging das nicht. Ja, du da oben, ich hatte schon gehört. Alter, hör mal auf da oben, du nervst mit deinem Getröte. Ja, ausgetrickst. Kleiner Spacko. Ein Spacko mit einem Schmuckschädel. Ein Spuckschmacko. Was? Ein Schmuckspacko. Ja, nee, ist klar. Egal. Wir sind jetzt hier immer noch... Achso, der da oben. Der nervt immer noch. Hier ist das Lager des, wenn ich mich nicht irre, des Rubinhainis, oder? Wo kommst du da runter, Mensch? Du spinnst doch! Nö. Ich bin bloß fies. Ja. Ach ja. Achso, hier noch. Skarabäen. Hallo? Nicht abhauen! Ihr scheiß Viecher! Du hast einen Elden-Skarabäus gefangen. Er liebt alles, was stinkt und passt deshalb perfekt zu dir. Was?
Wie? Wieso passt bewegt zu... Ja, egal. Hallo. Ups. Ich habe einen Käfer getötet. Oh mein Gott, Greenpeace hat sicher keine Freude dran. Egal, egal. Gucken wir doch mal kurz bei dem hier vorbei. Wie? Wo? Was soll das sein? Ist das etwa... hallo, da unten. Wuhu! Oh, ich sehe, dies ist dein erster Besuch bei mir. Danke, dass du hier vorbeischaust. Alter, was hast du denn unter der Erde ich sag's lieber nicht, dir durch die Nase gezogen? Er hatte so eine lange. Mein Name ist Cipollino. Es freut mich sehr, deine Bekanntschaft zu machen. Ich peng gleich ein, wenn ich so weiterrede. Ich habe die Aufsicht über die Risikorubinjagd. Oh, du kannst so lange nach Rubinen graben, bis du auf eine Bombe stößt, bis du auf Risikorubin gehen. Ja, wir können es mal versuchen, oder? Alter. Das Anfängerfeld bietet weniger Orte zum Graben. Genau das Richtige für Einsteiger. Ja, schön. Natürlich möchte ich gerne. Ah ja, bring mir was Schönes mit. So. Lustige Rubinenpudeljagd. Ich glaube, es soll so ähnlich sein wie Minesweeper, wenn ich mich richtig erinnere. Minesweeper war ich immer ziemlich gut. Mal gucken, da ist jetzt einer. Was sind 5? Ich kenne die Regeln nicht mehr. Okay. Weißt du, also hier oben sind welche oder wie? Weißt du die Regeln nicht mehr? Wo hat's welche, wo nicht? 5er, 5er. Mal kurz gucken. Oh, ist ja fies. Das ist kein Minesweeper, hä? Das ein bisschen andere Regeln sein. Das sind 20 Rubine ausgegraben. Du kannst dann nicht decken, das nennt man wohl Pech. Nee, das nennt man Verlust. Ja, für den ein Herz wieder auf. Nimm doch ruhig Platz. Ja, danke Mann, ich Hilfe. Oh, du kannst eine Pause, dann kann ich dich ja weiter zulabern. Nein! Ich hab schon lange nicht mehr gepflegt geplaudert. Verpiss dich. Oh, wie schade. Na, dann. Ja, wie ihr seht schon, ist relativ viel Glück dabei auch, weil ein richtiges Minesweeper ist das Spiel nicht, aber es hat trotzdem gewisse Bestandteile vom klassischen Minesweeper und daher versucht einfach euer Glück, Freunde. Wenn ihr denkt, ihr habt's drauf, dann versucht es rein. Wenn ihr nicht denkt, ihr habt's drauf, dann halt trotzdem, weil, naja, ihr könnt ja trotzdem, na klar, ihr könnt auch verlieren und so, das ist klar, aber trotzdem, no risk, no fun, oder? Wie es doch so schön heißt. Ja, es heißt doch so schön. Ich meine, schöne Sprachfehler. Ach du Scheiße. Du willst Cipollino's Risikorubinjagd spielen, oder? Ja, willst du einen Tipp, mit dem du ganz einfach reich wirst? Allerdings gibt es den nicht umsonst, schließlich wirst du reich damit. Spuck's aus. Wie viel willst du? An den Preis, den wir zu festen Wein bringen, schlappe 20. Bäh. Was soll der Geiz? Man ist ein Spitzentipp. Na gut, dann wieder 20. Verpiss dich. Arsch. 20 Rubine auszocken. Für einen Typ vor allem. Für einen Typ, der uns sowieso nichts bringt. So, ein paar Rubine mehr. Und das war's auch schon. Das ist einfach nur eine kleine, ja, man könnte sagen, ein kleines Minispiel. Eine kleine Rubinjagd, Pudeljagd, wie auch immer. Und herzlichen Dank, dass du dich an der Risikorubinjagd versuchst. Werte folgendes: Rubine mit niedrigem Wert haben seltene Bomben in ihrer Nähe. Je wertvoller der Rubin, desto mehr Bomben finden der Rubin herum. Viel Glück. Ja, viel Glück. Oh je, oh je. Immer dieses Glück, was? So, jetzt Bomben. Brauche aber gerade nicht, denn ich muss ja weiter zum Tempel. Wir sind gleich da, Freunde. Ah, schönes Wasser, die Füße ein bisschen abkühlen. Ja. Komm schon, ein bisschen baden noch. Ja. Kriechen geht nicht, scheiße. Egal. Hochklettern, das geht immer. Jetzt glaube ich keine Spinne. Nö. Gott sei Dank. Und ja, schon bin ich da oben. Jetzt auch nichts. Schade. Hilfe. Ein Schleimi.
Die haben wir zum Fressen gern. Oh, die da oben schon wieder. Ich überlege gerade, Aber überleg bitte nicht zu lange. Na, schaffen wir schon. Das schaffen wir! Ja, vielleicht auch nicht. Nein! Komm schon, hol aus. So. Hallo? Werfer? Okay, oben will keiner. Ist jetzt am Weiß, hat er was fallen lassen? Ein Fünfer, den hole ich mir. Ich brauche doch jeden Rubin, Freunde, für die Wii U, denn die ist so teuer, danach bin ich platt. Blank. Nach der Wii U mit allen Spielen und so bin ich doch glatt pleite. Oh, scheiße. Nein, nein! Aua! Das musste ja so kommen. Der hat mir definitiv zu lange gebraucht. So. Wird auch wieder mal down. Wieder 5 Rubine für mich. Yeah! Jetzt kann ich die Wii U doch noch bezahlen. Wie schön. Ah, was machen wir mit den Spackos da oben? Tja, mal überlegen. Der eine wirft er ständig, nicht wahr? Weil er das Gefühl hat, das wäre cool und würde mich treffen. Trifft ihn überhaupt von da? Na, mal gucken. Müsste klappen. Nee, keine Chance. Aber ich würde sagen, unseren lieben kleinen Käfer fragen. Hoffe ich zumindest. Na, Käferlein, du altes Schwein. Wow. Oh oh. Tja, 1A, Freunde. 1A. So, da oben sind noch weitere 3 Typen die Position. Das wird wieder mal super. Das ist jetzt schon kommen. So, der wäre weg. Jetzt mit denen aus. Ja, die treffen sowieso nicht. Nö, keine Chance. Gut. Hallo Typi, wo bist du? Rubine. Scheiße. Hat er seine 5 Rubine mit ins Grab genommen? Der alte Dreckspenner. Na, früher verkeint. Ah, nee, nur 2. Scheiße. Tja, so einfach geht das, Leute. So einfach ist das. Und ja, schon bin ich da. Und das sind 2 Mogmas. Wie könnte es auch anders sein? Wir müssen es hier vergraben haben, aber wir finden nichts. Bist du sicher, dass hier war, Ferry? Und was suchen wir eigentlich? Ja, den Schlüssel. Hä? Schlüssel, wie, wo, was? Ja, sie hat den Schlüssel in diesem Tor zerbrochen, in die Einzelteile versteckt. Und 1 von diesen 5 Teilen muss hier sein. Stimmt ja. Die heitere Schlüsseljagd. Oh, hast du diesen seltsamen aussehenden Menschen mit den blonden Haaren gesehen, der hier eingebracht wurde? Blonde Haare! Zelda! Er hat ein bisschen was Wichtiges versteckt, hey. Und der Mensch war bestimmt Teil eines unglaublichen Plans. Ich wittere Schätze. Aber was machen wir mit den ganzen Einzelteilen des Schlüssels? Ups, was stimmen. Wir öffnen mit das Tor und reißen uns drin sämtliche Schätze und Nagel. Aber können wir uns da nicht einfach hineingraben? Pünktchen. Du bist ganz schön schlau. Ihr seid beide strohdumm. Gebieter, ich hab dir das zu berichten. Gebieter, ich hab dir das... Moment mal, die Stimme stimmt nicht mehr. Feiststimme. Gebieter, ich hab dir das zu berichten. Ich konnte aus dem Gespräch mit dem Mock meine wichtige Informationen herausfiltern. Vor allem filtern. Die im November der seltsamen Gestalt weggebracht wurde, war... in schwarz. Es war blond, Mensch. Spitz mal die Ohren, was ist so spitze? Sehr wohl, Gebieter. Die Wahrscheinlichkeit, dass es sich um Zelda handelt, beträgt 90%. Ja, die anderen 10%? Nicht bekannt. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Fragmentenschlüssel aus diesem Tor aus demselben Material bestehen, wie das Tor selbst beträgt, 95%. Immer diese Prozentwahrscheinlichkeiten. Bringt mir doch eh nichts. Ja, da muss Fragmente finden, Gebieter, und dann Zelda aufspüren und naja, du weißt es schon. Und hier zur Unterstützung
Ich bin immer bei dir und nerve dich gerne, geh weiter. Vor allem nerven. Das ist Hilfe. Ist ja schon gut, da, Schlüsselfragment. Müsste da eines sein. Hier zwar nicht. Aber jetzt sonst noch was Schönes. Schönes. Ich sagte Schönes. Naja. Und natürlich etwas hier extra Schönes. Yeah, Schlüsselfragmente erhalten. Sammle 5 Stück und du bist cool. Oder so ungefähr. Das müsste der Bingo, der Lufttransport sein. Der lief nach oben. Wollte gerade schon sagen, ey. Wollte gerade schon sagen. Oh, da ist ja ein Artefakt der Göttin. So, Quizfrage. Darf ich mir dieses Artefakt holen oder nicht? Mal kurz meine Liste zu Rate ziehen. Herzzahl drin? Ja, nein, vielleicht. Wo ist der? Wo ist der? Muss ich mal gucken. Hallo, Liste, wo bist du? So. Ah, ne, Glück gehabt. Sollte kein Herzteil drin sein. Ruf's zumindest. Tja, so viel dazu. Gut, hier oben gibt es sonst nichts Spezielles mehr. Da drüben vielleicht noch. Geronimo! Autsch. Tja, so viel zu Geronimo, wa? Das geht ja so. Ich trottel. Einer, ein Fünfer, ein Fünfer. Die natürlich 11. Jetzt so viele Bomben. Nun hat sie einen Turm. Hat sie noch eine Waffe. Eine Waffe, sage ich schon, eine Wache. So Bowling, kein Meister, wa? Na klar! Ich hatte trotzdem. Ja, und die Bombe ist trotzdem explodiert. Das ist doch wohl scheiße. Mann, ey. Das zweite Teil. So, die zwei wusste ich jetzt noch, aber jetzt habe ich keine Ahnung mehr, wo die anderen Teile sind. Scheiße. Und das hier, was aussieht wie ein, naja, Propellerrad. Das werden wir später noch gebrauchen können. Glaube, denke, hoffe ich. Kurz gucken, da oben brauche ich ja später was. Bin ich bereits im feindlichen Lager? Wo waren ja da unten schon wieder? Ich überlege gerade, ich überlege. Ach du Scheiße, da unten. Ich weiß es wieder. Hat sie oben Bomben? Hallo, Bombis. Bombis? Ja. Sehr realistisch. Na gut, mal kurz gucken. Hey, Käfer, Käfer, Scheiße ist weg. Müsste aber auch so klappen. Nein! Nick, was machst du da? Natürlich, rutsche einfach mal selber los. Nein, Link! Steuerung ist in meinem Arsch. Oh, come on, Link. Gibt's ja wohl nicht. Ja, reg dich doch auf, ey. Ist er selber schuld. Springt einfach mit Sandbombe rum. Ich glaube, es hackt. Moment mal, geh gar nicht. Kurz warten. So, jetzt. Ja! Wir schaffen es! Wir sind Link! Da ist der Käfer, ich sehe ihn. Und der rutscht natürlich nicht. Ja. Und. Ja. So, jetzt aber richtig hier. Scheiße. Okay, andere Variante. Ja. Ja, bingo. Alle guten Dinge sind 3, wisst ihr doch, Freunde. Wisst ihr doch, ich gucke gar nicht mal auf die Uhr. Ja, ist zwar noch nicht Zeit, aber andererseits, ja, ich weiß ja nicht. Himmelsfalter. So, der zweite Libelle fehlt mir plötzlich. Naja, sind ein Ranell, oder? Wenn ich mich richtig erinnere. Hallo? Wo ist der hin? Abgehauen? Hallo? Ja, gut.
dann halt, wenn er nicht möchte, nicht wahr? Jetzt mal kurz gucken, bin ich hier richtig ungefähr? Muss er da irgendwie rüber? Autsch. Nein, was war das gerade? Hä? Ich kapiere was, ich weiß. Fei. Kein dummer Kommentar jetzt. Moment mal kurz. Leere Flasche. Scheiße, ich hab gar keine Fee mehr. Ja, ich habe 2 Stück davon. Meine Güte, ich kapiere an der Landschaft noch, wenn man das so schön formulieren möchte. Nicht mal an Gegner, nö, ich kapiere wegen der Landschaft. Oh Mann, ey. Ich glaube, das ist sehr zu, das war die dümmste Idee, die ich jemals hatte. Und das will was heißen. Kann ich auch hochklettern da? Ich überlege gerade, müsste doch theoretisch gehen. Von hier aus da hoch, statt runter. Ja, klappt sogar. Und was haben wir hier Schönes? Das nächste Teil, das 3. von 5. Fehlen nur noch 2. Eines weiß ich noch so ungefähr, es war ein bisschen sehr weit weg. Das andere war in der Nähe, glaube ich, ungefähr. Mal gucken. Wie gesagt, die Folge ist gleich zu Ende, daher mache ich jetzt hier noch ein bisschen... Link, hallo! Nein, Link! Alter, der will nicht mehr. Link braucht eine Pause. Nicht jetzt, Link, nicht jetzt. Und später Pause machen. Ja. Ja, so. Oh. Nein, hier war ein Stuhl. Scheiße, ich habe den Herzwang verschwendet. Los, weil ich es nicht mehr wusste, Mann. Du bist schuld. So. Und Tschüssikowski. So einfach kann das sein, Freunde. Wer trödet denn hier die ganze Zeit mit die Ohren voll? Ja, der Asi da hinten. Na, wart du Penner. Die hole ich noch von einem hohen Ross runter. Von deinem hohen Gestell da. Der ist selber schuld. So, Stuhl. Ich dachte, das hätte irgendeinen Stuhl gehabt. Offenbar doch nicht. Ich brauche einen Stuhlgang. Ja, meine Witze sind der Oberburner. Da unten. Das ist noch einer. Ein Artefakt. Moment mal kurz. Ich brauche eine kluge Liste. Eine schlaue Liste. Schlaue Liste, bitte sage mir. Darf ich den einsammeln oder darf ich nicht? Na, ganz toll. Falsche Seite. Hilfe. Ich bin ja wieder mal super vorbereitet. Ah, hier. Oh, den brauche ich sogar. Menschenskind. Und ich den brauche. Denn darin hat es etwas, Freunde, was die Jagd nach meinen Schätzen, sprich halt so, wie heißt es wieder, Bernstein-Amuletten und irgendwie Monsterklauen etc. was die suchen nach um einiges vereinfachen sollte zumindest. Naja. So, mal kurz gucken. Zeit ist um, das ist prima. Ich habe 3 gesammelt von insgesamt 5 Fragmenten. Nicht gerade so super, aber dürfte reichen. Und dann, liebe Freunde, würde ich sagen, geht es in der nächsten Folge bereits weiter hier bei Zelda Skyward Sword Hero Mode. Dann vielleicht bereits auf der Wii U, ich weiß noch nicht genau. Könnte also sein, dass die Qualität dann um einiges besser ist, was die Farbqualität anbelangt zumindest. Aber mal schauen, wie es dann so läuft. Trotzdem, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Link sagt Tschüss. Juhu, ciao zusammen!